vielleicht, dass wir unser Spiel halt einfach nicht umstellen, oder? Ich meine, wir wissen jetzt, wir haben keinen Harry Kane da. Logisch, ja. Warum muss man dann 1:1 dasselbe Spiel spielen? Selbst auch wenn du dann nochmal Mainz nimmst, du spielst 45 Minuten, 50, 60, 70 Minuten und du siehst, es bringt halt nichts. Das war schon letzte Saison unter Tuchel so. Du siehst halt, es bringt nichts. Warum versuche ich dann nicht was anderes? Geht in meinen Kopf nicht rein. Was habe ich zu verlieren? So, ist die Mannschaft dann damit überfordert oder was? Ja? Dasselbe wie wie gegen Leverkusen. Was sollten diese Wechsel, Alter? Dann stell doch einen Leon meinetwegen vorne rein. Ja? Dann kannst du ja Flanken reinhauen. So, dann hast du einen da stehen, der wenigstens die Birne hinhalten kann. Wenn Leon was kann, ist es das. Ja? Strafraumpräsenz, das kann er, da brauchen wir nicht drüber reden. Warum stelle ich den dann hinten in die Innenverteidigung rein? Und warum bringe ich dann Tell und stelle den nach außen, nach links außen? Ich hab's nicht gerafft, Leute. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Keine Ahnung. Für mich so. Ja, oder stell doch vorne 2 Spitzen rein. Stell doch einfach mal 2 Spitzen rein, damit beide Innenverteidiger jeweils eine Spitze nehmen müssen. Ob das dann echte Spitzen sind oder nicht, drauf geschissen. Aber mach das doch einfach mal. Dadurch sollte doch ein Jamal Musiala schon mal ein bisschen mehr Freiraum haben, was das betrifft. Versucht man gar nicht erst. Versucht man nicht. Das Einzige, was man mal versucht, ist, ja, für 5 Minuten, dann überladen wir mal eine Seite. So, dann kommt ein Michael mal rüber auf links und ein Sané ist auch noch links und dann versuchen wir über eine Seite ein bisschen mehr. Das ist alles, was wir taktisch mal versuchen zu ändern. Ansonsten spielen wir, egal ob wir uns eine Torchance erspielen oder 10, wir spielen immer den gleichen Stiefel. Wir haben keinerlei zweite Idee. Das als Spitzenteam. Ja? Und deswegen sage ich, die Rückrunde wird nicht einfacher werden. Weil Mainz war schon so eine Blaupause gegen uns, muss man ganz klar sagen. Ne? Du musst halt fickrig sein, du musst den Mut haben. Du musst hinten gut stehen. Wenn dich nur hinten reinstellst, haben wir gesehen, ja, irgendwann klingelt es schon. Aktuell ohne Heavy, ja, kannst vielleicht auch mal Glück haben, dass du durchkommst. Aber wir haben es gesehen gegen Heidenheim. Ja, wild. Ich bin sehr gespannt, ey. Wir werden auf jeden Fall eine spannende Rückrunde noch erleben, was uns betrifft. Und ansonsten muss man halt sehen, wie stabil Leverkusen ist, wie stabil Leipzig vielleicht wieder wird. I don't know, die haben ihre Schwächephase jetzt hinter sich, denke ich. Wird das Spiel am Freitag zeigen gegen uns. Ja. Aber wie gesagt, dass wir so keinerlei zweite Idee haben im Offensivspiel, ist schon arg traurig. Ja. Ich meine, wir haben so viele Spieler, die so viel Variabilität bringen können. Und wir nutzen das einfach null. Ja, einfach null. Du kannst ja auch mit 2 Achtern agieren. Du kannst auf 2 Halbpositionen spielen. Ja. Gar nichts. Immer 1:1 dasselbe. Und wenn wir dann schon so spielen, dann kriegen wir es halt nicht hin, zu sagen, wir spielen jetzt über die rechte Seite und machen dann mal einen schnellen Flankenwechsel. Damit die Viererketten sich auch mal bewegen müssen, die da hinten drin stehen. Das schaffen wir nicht. Ja, da haben wir nicht die Spieler für. Null. Wir brauchen 3, 4 Stationen, dass der Ball auf die andere Seite kommt. Und was erwartet man dann? Was soll dann passieren? Ja, wenn du schon so spielst, wie du spielst, ja, dann spiel über eine Seite und dann mach einen Flankenwechsel. Und zwar mit einem Ball, Alter. Ja, dass die ganzen Ketten sich mal bewegen müssen. Das kriegen wir nicht hin. Das dauert dann wieder 3, 4 Stationen, dann ist der Ball auf der Seite. Ja, ist klasse. Gegner schon wieder dann da steht und da doppelt. Ja, dann spielen wir wieder 3, 4 Stationen, um auf die andere Seite zu kommen. Boah, Katastrophe. Das ist zu viel bei ihm, dir das anzugucken, ne? Und keine Idee. Keine. Selbst mal Schüsse aus der zweiten Reihe. Die Ecken waren ja auch noch eine Katastrophe. Das war ja sonst wenigstens noch eine Stärke. Also das war wirklich wild anzuschauen. Und da muss man jetzt, ich denke, Kompanie ist jetzt da ein halbes Jahr, alles gut. Eine gute Hinserie gespielt. Jetzt muss man anfangen, die Gegner werden sich darauf einstellen in der Rückrunde. Ja, da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Es wird Zeit, dass man jetzt eine Alternative schafft. Ja, dass man mal ein bisschen wieder für Überraschung sorgt, gerade was das Offensivspiel anbelangt.
Defensiv ist es ja wirklich gut mittlerweile, kann man ganz klar sagen. Wenn die ganze Mannschaft mitarbeitet, stehen wir defensiv echt stark. Ist echt 'ne gute Sache. Aber offensiv müssen jetzt Alternativen her. Ja, du musst irgendwie durch Anzeigen mal das System ändern können. Du musst mal sehen, wenn das so jetzt nicht klappt, ja, dann müssen wir mal eine Viertelstunde was anderes spielen. Das musst du in der heutigen Zeit erwarten können, ja. Ansonsten, ja, kann es passieren, dass du noch wirklich Probleme kriegst in der Rückrunde.